Die Götter weinen, Freunde. Ja, es sieht wirklich übel aussehen. Ich meine, das Wetter ist eigentlich das, was ich mir unter so einer Perspektive einfach vorstelle, weil, ja, es ist eigentlich schon ein bisschen Weltuntergangsstimmung, war. Regen, Blitz, Donner und Mekunis bewegt sich auch noch. Oh mein Gott, hey. Haben wir überhaupt eine Chance, hier noch irgendwas zu wirken, oder wird irgendeinen Drang wahr machen und alle Völker auf Bionis ein für alle Mal vernichten, nur damit natürlich sich Bionis nicht mehr von uns ernähren kann. Also, naja, die Erklärung ist vielleicht ein bisschen speziell, aber gibt irgendwie auch ein bisschen Sinn. So, ich habe am Ende des letzten Part noch erklärt, dass ich mir gerne die Monado-Rüstung holen würde, eine weitere Fähigkeit des Monados. Das Problem ist nur, das wird nicht gehen. Ja, wieso? Ganz einfach. Haben darüber ein bisschen informiert. Und zwar ist, im Moment ganz ein bisschen falsch, muss uns die Zeit ein bisschen anstellen. Die Mission würden wir von der sogenannten Eliqua bekommen. Die findet man zwischen 15 und 16 Uhr tagsüber hier. So. Und zwar wäre die dann irgendwo da unten am Tor, sprich dort oben am Eingang zum Mekina-Dorf, kommt dann irgendwann runter. Jetzt will jetzt langsam mal hier von hier kommen. Genau, hier kommt sie, aber seht schon, sie will keine Mission von uns, sie hat keinen Bock, uns eine Mission zu geben. Tja, natürlich die Frage, wieso? Das ist jetzt scheinbar so, ist auch ein bisschen doof, ich finde, aber okay. Es ist so, man braucht dazu, natürlich auch irgendwie viel zu selten nachgeschaut, das Harmoniediagramm, war. Da haben wir, glaube ich, mal in einer frühen Episode mal einmal drin geguckt, aber haben mir nichts weiter dabei gedacht. Ihr seht, wir haben hier verschiedene Orte. Mitte der Bionis-Spitze, verborgenen Dorf, Kolonie 6, Kolonie 9 etc. Und wir haben hier auch Sterne. Tja, und gewisse Sidequests kriegen wir nur, wenn hier die Sterne ein bisschen höher sind. Sprich, ich brauche hier, glaube ich, sogar 2 oder sogar 3 Sterne, damit uns Eliqua, oder Eliqua, wie auch immer, Eliqua, wie auch immer man es ausspricht, damit sie uns eine Mission gibt, die dann schlussendlich zur Monado-Rüstung führen. So. Diese Sterne können natürlich weit aus, indem wir einfach weitere Missionen erfüllen, etc. Dann sind wir auch wieder ein paar neue Missionen, aber ganz ehrlich, Leute, das heißt, wir müssen jetzt wieder eine ganze Reihe von Sidequests erledigen, bla bla bla, wird irgendwie 10, 20 Parts dauern und nee, ganz ehrlich, habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil es ist gerade so spannend, es ist so eine geile Situation hier. Was kann was gerade passiert und das ist irgendwie durch Sidequests zu unterbrechen, wäre jetzt schon, also, gut, für die einen wäre es vielleicht gerade das, was sie wollen, aber für mich ist es gerade ein bisschen sehr doof, also, nee. Wäre jetzt überhaupt nicht das, was ich gerne möchte und deswegen machen wir das jetzt nicht, sondern gehen weiter der Story nach, aber denke mal, früher oder später, spätestens vor dem Point of No Returns, sprich an dem Punkt, wo man sagen müsste, ja, wenn du jetzt weitergehst, dann kann es nicht mehr zurück, dann ist das Spiel vorbei. Dann saut sie ab, genau. Spätestens da müssen wir natürlich das Ganze machen und muss man überlegen, wie man das genau macht, weil 100% ist einfach sowieso nicht mehr, sprich alle Sidequests, aber das will ich eigentlich auch nicht. Was ich vor allem möchte, ist alle aktuellen Sidequests beenden, vielleicht noch ein paar einfache noch neu beginnen und so und die abschließen und vor allem halt alle Techniken, wo man sagen könnte, ja, wenn du die noch machst, dann hast du 100% oder annähernd halt. Die möchten halt schon noch machen, aber das ganze Spiel 100%, Alter, da geht er locker in so einen Part-Bereich rein und nee, vor allem wenn mal die Hauptstory durch ist und mal sagen, ist dann auch mal die Lust ein bisschen raus. Ja, ist ein bisschen das Problem, weil ich das ganze Blind Let's Play gemacht habe und sonst hätte ich natürlich gewusst, ja, zu dem Zeitpunkt, dann müsste ich am besten da 15 Sidequests machen, dann wird es am Schluss nicht so weit aufhören, oder wenn nicht so viel auf einmal. Nur gut. Was ich dann machen würde, ist ein paar Bücher kaufen. Müsste ich, glaube ich, noch ein paar Dinger gehen, die ich mir da holen kann. Nicht gelesen, genau, also Sperrklinge mal für 4 Euro noch. Und Lady Mane, für auch immer das gerade dort drin ist. Aber ziemlich viele, aber noch genug Geld. Ja. Müsste eigentlich reichen. So, so viel dazu. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Was ich eigentlich doof finde, weil die Sterne, also ja, halt die Harmonie zwischen den Dörfern, kann doch eigentlich auch upgraden, indem ich einfach nur ja, Gegenstände kaufe. Wird doch eigentlich noch cool. Aber nee, natürlich nicht. So habe ich eigentlich was bereits gemacht. Wäre aber schon einen richtigen, oder? Manchmal nicht gelesen. Sangschulterung, Kuckuck, nicht gelesen, alles nicht gelesen. Nicht lesen oder wie?
Da haben wir einfach zu wenig Geld. Alter, wie viel Kohle ich jetzt habe. Das ist ja Wahnsinn. So, und dann bevor wir noch ganz kurz zum Mekonis hochgehen. Wobei, muss ich echt schon jetzt machen? Nein, ich kriege sich nach Erfahrungspunkte. Weil Schulk und Jan sind ja fast schon auf Level 70 und dann würde ich mal sagen, es ist vielleicht ganz cool, das noch vor dem Kampf gegen Egil wahrzumachen. Aber bereits alle? Okay. Ja, sieht so aus. Ja, wir sind da vorbei. Kein Problem, mit der Zeit natürlich. Deswegen gleich mal. Komm schon, Technikbüro, wo seid ihr? Was sind das für welche? Ah, so sind die Stärkeren, wa? Meisterbuch bereits. Okay. Also ein bisschen verwirrt. So, ganz schnell kann man schon vom Fahnenreiter zeigen. Lesen. Signal lesen. Ja, geil, Mann. Klappt das auch? Yes! Das Mega-Level. Das sind voll die Digimons. Ups, Entschuldigung, war falsch. Techniken, Schulkette vermutlich nichts, oder? War dann noch ein paar Meisterbücher. Wo die bei ihm wohl findet? Eine gute Frage. Wir können das sowieso bereits machen. 25.000. Der Schmetterschlag war aufs Maximum. Der geht nicht mehr höher. Hey, Alter, macht der jetzt Damage. Ist ja Wahnsinn. Nächsten wohl. Jetzt haben wir auch eigentlich gar nicht mehr. Schild natürlich noch, Impuls und Löscher. Oder ich spare natürlich den restlichen TEP noch für weitere Monado-Techniken. Ja, die andere Variante. Weil kommen sie, also, eine kommt garantiert noch vom Story-Modus her. Das haben wir, oder, ja, muss eigentlich so sein, weil wir haben noch 3 Slots frei. Ich weiß, dass 2 ja nur per Sidequest kommen. Da muss einer natürlich noch vom Story-Modus herkommen. Welche sein wird, da habe ich eigentlich noch keine Ahnung. Und dann, ja, da habe ich bei ihr noch ein paar, bin gespannt. Okay, Metallsalve, gleich mal aufs Maximum. Boom. So, was hat es sonst noch für Dinger? Hier nichts war, Heilkonto, Narkose. Och, Menno. Wäre so geil gewesen. Mutschuss, Auraschuss. Ja, wir sollen mal überlegen, ob bei Melia, also bei mir sage ich schon mal Schaller natürlich auch mal, die Technik ein bisschen upgraden. Einfach mal wechseln. Aber gut, nicht jetzt, machen wir vielleicht mal Offscreen überlegen und dann mal auch durchführen. Berserker. Kann unter anderem auch mal eine gute Technik sein. Was haben wir jetzt noch? Zorn, okay. Ankerkette, auch Rückprall-Rückwurf, Wutverlust verhindert. Klingt ja auch nicht schlecht. Macht Feinde ohnmächtig. Ja, unter Umständen, wie gesagt, ist immer ein bisschen das Problem, welcher denn jetzt gerade das Beste ist für das, vor allem für das jeweilige Team halt. Im Grunde genommen ist ja jede Technik eigentlich schon cool, an und für sich, aber eben halt je nachdem, welches Team ich gerade zusammenstelle, ist halt eine Technik wertvoll oder wohl eher, ja, wertvoll vor allem. Oder passt sich gerade besser ins Team ein als andere Techniken. Fiora verstärken. Die Anti-Schwerkraft noch. Oh, jetzt wird sie ganz richtig stark. Hey, unsere Lady Maynef alias Fiora oder vielleicht sogar beides, keine Ahnung. Bin mal gespannt auf Fiora nach dem Spielende, ob wir dann, sobald wir alle Gegner platt gemacht haben, sogar einen Endboss noch, ob dann Fiora wieder normal wird oder ob sie, ja, halt so eine Kombi-Mischung aus Lady Maynef und Fiora bleibt. Das ist noch eine gute Frage. Wird auch schon ziemlich alles, wa? Voller Koller, der Feinde schwanken lässt. Perfekto. Gut, bei Dunban hast du auch noch ein paar Dinge. Oh, ne, bei dir ist eher ein bisschen doof, wie es gerade aussieht. Melia, hast du noch ein paar? Schandstich ist bereits ganz oben. Oh, Wasserruf, okay. Sterntritt.
Der Hirnschock auch nicht. Okay, lass bald jemand Rest noch. Tja. Und, Erfahrungspunkte? Nö, keine weiteren. Egal, Freunde, wir sind eigentlich soweit. Dann würde ich mal sagen, wir gehen direkt weiter. Hoch zum Rücken von Mekonis, genau. Und wie gesagt, uns fehlen nicht mehr viele Erfahrungspunkte bis Level 69 erst, also bereits Level 70, okay. Er ist halt 69. Aber denke mal, da schaffen wir, indem wir bereits mal einen Ort betreten. Deswegen muss hier kein extra Training mehr stattfinden, wir können direkt weitergehen. Ja, wie komme ich jetzt hier weiter? Hallo? Ey, ich muss aber bloß hier hin und... Nacht, okay, ich muss mit ihm quatschen. Doch gut vorbereitet. Das Ziel ist der Mekonis-Kern. Ihr wisst, was uns dort erwartet. Seid ihr bereit aufzubrechen? Logo! Brechen wir auf und gucken mal, was Egil gerade so treibt dort. Do my eyes deceive me? The Mekonis is moving. Oi, you! I'm warning you! You better not drop me! You let me go, and you'll be doing sit-ups for the rest of your life! Yes, Colonel! Ja, das kann ja was werden, Freunde. Also hoffen wir, dass uns Sans nicht gleich, Sans sage ich schon, natürlich Egil nicht gleich abschießt vom Himmel. Linnea! I am sorry. For Lady Mayneth's will to be realized, I had no choice but to use your body. Even so, Actually, I'm grateful. Thanks to this body, I got to see Shulk and the others again. where is Lady Mayneth now? Shall I call her? She is usually asleep. Maybe she just doesn't want to disturb me. It's an unusual feeling. 2 hearts in one body. It's not every day you get to experience something like this. I see. That is a great relief. It's as if I can see into her heart. We each know what the other's thinking, but it's strange. It feels like there's a part of my heart that's hidden. It's the part that holds Mayneth's feelings, and I can't see them. Maybe it's only natural. Everyone has 1 or 2 secrets, right? But I know how much she cares about this world. That's why I'm happy to let her use my body. Fiora, I think Lady Mayneth is glad that she met you. Yeah, I know. Shulk, good news from His Highness. The Allied force retreated in time. Casualties were kept to a minimum. Glad to hear it. That's great news. All areas are being prepared for evacuation. We can only hope they make it. We won't let them down. This is one fight we can't afford to lose. Here upon Ricky, all set! Ricky, bounce some heads! We'll go with you. Can't beat strength in numbers. Really? You're a tough old-timer.
What's this? The old fossil wants to tag along. As long as you don't slow us down. Let's see who makes it through the battle. Naja, eigentlich wäre ich jetzt froh, aber wie gesagt, was der Typ hier vorhat, ist natürlich noch ein anderes Thema. Ich traue dem alten Knacker einfach nicht. Was Elvin treibt, ist eine andere Frage. Ich komme ein bisschen vor wie bei Star Wars. Hilfe! Wow! Kann man sagen, aussteigen, wa? We're here. Everyone ready? Ready. Anytime. Leave it to Hirobon Ricky. Hey, Shulk. What is it this time? Stop worrying and come on. The Monado isn't at full strength. I don't know if it can beat Egil. You talking about that apocryph, whatchamacallit thing? Don't worry. He's no match for all of us together. At least the previous encounter allowed us to gauge how he fights. We won't make the same mistakes again. The core is directly linked to the Apocrypha generator. Destroy the generator, and the Apocrypha field will deactivate, allowing Shulk's Monado to function properly again. Now you tell us. I wish you'd said something earlier. Oh, Shulk, did you hear that? Looks like you'll get your wish. Something's not right. What? Egil. He called me Zanza. The same Zanza who devastated Mechonis. What did he mean? He was just trying to get to you. I told you before, right? I haven't had any visions lately. Yeah? But I still know, if I concentrate, I feel like something will happen, and it does. Are you saying you don't need a vision to know what comes next? Pull the other one. Ryan, you're going to scratch your head with your right hand. What are you on about, Shulk? Stop playing around. Oh. But how did you do that? I can't work it out. Ever since we came to Mechonis, my abilities have been changing. Why would that happen? If it's true that Zanza used the Monado to lay waste to Mechonis, then is it right for me to use it? Is what I'm trying to do really the right thing? Shulk! It's happening to him too! Shulk! Hold on! You alright? Yeah. It's okay. I'm fine now. Man. Your control of the Monado has always been flawless. It never crossed my mind that this would happen to you too. Are you sure you're okay? Perhaps you are suffering this much because you put all your energy into fighting the effect of the Apocrypha. Ain't you learnt yet, Shulk? How many times do I have to tell you? If something's up, you've got to spit it out, man. I ain't just talking about visions. I mean, whatever's on your mind. All right? Sorry, Ryan.
Don't go apologizing. It's my fault for not noticing. Let's get one thing straight. I've still got your back. Thanks. No. Huh? Prepare to die. Shulk. No. Zanza. This wasn't caused by the Apocrypha. It's a completely different kind of power. Shulk. What's happening to me? Das ist eine gute Frage. I know I should be glad we made it this far. But if we don't find the Apocrypha generator soon... Exactly. The fight against Egil's not going to be easy with the Monado in its current state. And we don't know what kind of toll it'll take on Shulk's body. We have to destroy that generator. It's up ahead. Shulk? There's a strong energy coming from up ahead. That has to be it. Really? Yes. Then this is it. Egil's gonna be scrap metal when I'm through with him. Wine, seine Schwester steht direkt hinter dir. Mann, nee, der hat ja ein Sensibelchen. Hey, okay, wir sehen, können unsere Gays nicht mitkämpfen. Schade eigentlich. Level up! Genau, das meinte ich doch. Geil, Mann. So, Schulglevel 69, Schale auch, sehr schön. Tja, was da mit Schulg abgeht und so, ich meine, seine Zweifel ist ja etwas, was man auch schon längst gefragt hat, ob das Monado überhaupt das Richtige ist. Und vor allem, ob das Monado wirklich sein Monado ist. Ja, denn das habt ihr mir bereits mal im ersten Part irgendwie erwähnt, dass er, naja, dass er halt mit Schulg und so und dem Monado, dass das so eine Sache ist und irgendwann im Verlauf des Abenteuers, wir kommen bald mal dazu, dass es mal geklärt werden würde, was da wohl so alles abgeht. Und ja, bin gespannt, dass es wirklich so gut ausgehen wird, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal hier bei Xenoblade Chronicles. Jetzt geht's ab, hey, und ich glaube, wir sind bereits im nächsten Part wieder am Kampf gegen Egil und ja, das wird dann, glaube ich mal, eine starke Sache werden. Also dann, bis dahin, ciao zusammen.